Hey ho Freunde, es geht weiter mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi und gleich zu Beginn noch zwei kurze Informationen. Zum einen habe ich jetzt die Spracheinstellung, das heißt die Audiokommentare von den NPCs und so, das heißt vom Spiel selber, habe ich wieder zurück auf Englisch gestellt, weil das ja der Wunsch von vielen von euch war. Wie ich ja schon mal gesagt habe, ich komme euren Wünschen, soweit es mir natürlich möglich ist, nach. So, und jetzt zum zweiten, ich weiß, was das gerade war, verdammte Scheiße, was habe ich mir jetzt sagen gedacht? Ah ja, stimmt, genau. Wegen den unregelmäßigen Uploads, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, Zelda Skyward Sword ist halt etwas neuer und ich meine, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi ist ein Dragon Ball Spiel und was will man da groß erwarten, oder? Also, im Grunde genommen immer das gleiche, das Kampfsystem und die Grafik ist neu. Schau ich mal an. Im Grunde genommen ist es sonst eigentlich das gleiche und darum kann man momentan halt einfach mehr Zelda Skyward Sword Part, weil es auch für mich interessanter ist, aber keine Sorge, ich versuche da schon einen geregelten Ablauf, ich will sagen ein mehr oder weniger gutes Verhältnis darzustellen. So, das ist wirklich auf Englisch. Yep, und dann schnell sagen, die Lautstärke jetzt hochdrehen kann, solange ihr mich auch natürlich noch hört. Ja, müsste gehen. Zu laut, nicht zu leise. Also dann, los geht's Freunde mit dem Kampf zwischen. Was gibt gewonnen? Wow, Ginyu und Körper von Goku. Da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich schau mal etwas ab. Ja, tschüss, bleib da hinten. Und sammle mein Ki. So, jetzt bist du fertig. Ja, komm. Dann komm ich halt. Yeah, voll in den Rücken. Und. Ja, das ist davon. Niemand hat dir gesagt, dass du dich mit einem kleinen Licht anlegen sollst, der eine seltsam dämliche Topffrisur hat. Topfkopffrisur, keine Ahnung, wem der sagt, aber das ist mir gerade scheißegal. Glaube ich. Was? So wenig Geist mit ihm? Ich wollte gerne einen Supermove einsetzt. Sag mal, Kini, was treibst du da eigentlich? Ich bin hier hinten. Nee, klappt nix. So wenig Geistenergie. Ja, was ist da? Da kommst du? Bitte schön, komm ich halt zu dir. Na, was ist? Wow! Ja! Schneller Combo! Na! Jo! Ja! Damit das nicht gerechnet war. Und... Scheiße! Diese 50-50 Chance! Hoch! Yes! Jetzt geht's! Tschikowski! Ja! Immer höher! Und jetzt geh Boden! Küsst den Staub, Alter! Und tschüss, Mann! Masenko! Hier finde ich jetzt die japanische Ausgabe eigentlich besser, aber meinetwegen. Keine Chance, Alter! 10.000 Schaden. Übel, wa? Und er lebt immer noch. Meine Fresse. Okay, ist ein bisschen angeschlagen. Was kommt jetzt? Hast du gehört, was Goku ihm gesagt hat? Achso, die sprechen über den letzten Part noch. Ja, ist schon gut, Ginyu. Aber wieso mischt jetzt eigentlich Krillin ein? Gohan war so schön am Gewinnen, hey. Gut, macht nach Krillin weiter. Oh, wie habe ich jetzt das gemacht? Keine Ahnung, ich kam einer von hinten, habe ihn dann von vorne geschlagen. Oh, okay, ich muss mal ein bisschen anders als die anderen, auch nicht übel. Und, schickst du nach unten, Alter? Nee. Egal, ganz toll, Katzen oder was gerade? Komm schon, einen Move kann ich einsetzen. Was? Keinen? Verarsch mich nicht. Wieder unten nach oben klappt. Ja. Hau doch mal ab, Mensch, du hast eh keine Chance. Die Geräusche machen. Willst du schon wieder den Boden küssen? Hast du noch nicht genug Grund? Wieso nicht? Oh nein. Ginyu gewöhnt sich an den Körper von Goku. Oh. Das ist nicht gut. Schon wieder Wechsel oder was?
Ach Menschenskind, hey, wieso denn? Egal! Fernkampf-Reichweite natürlich. Ich habe gewählt und... Richtig gewählt! Ikiritsu-Matting, was? Was ist das für ein japanischer Ausdruck? Das ist nutzlos! Von wegen. Ist voller Wicht, du hast zu wenig Ki, zu wenig Geistenergie. Wo ist er noch Geist hoch? Ich könnte ultimative Attacken ausführen, vorausgesetzt... Nee, das reicht nicht mehr. Ginyu ist Vorplatt. Scheiße. Da wollte ich jetzt euch eigentlich noch etwas zeigen. Aber spielt doch keine Rolle. Natürlich wird Cheetah mal wieder. Das ist eigentlich nicht der Grund, aber Goku sollte eigentlich nicht zurück in seinen Körper und wenn wir den zu sehr beschädigen, dann Prost Mahlzeit. Na toll, Vegeta, der macht doch Kleinholz aus Gokus Körper. Das ist doch für ein gefundenes Fressen. Oh. Okay, wie ich schon gesagt habe, die wird langsam stärker. Wow, gleich da. Was zum... Wow, das war knapper. Yeah. Na, komm her. Na, kommst du? Hier bin ich. Ich dachte gerade, dass die Grafik verspielt, beziehungsweise die Auflösung. Wird eigentlich nicht sein, ist ja Full HD. Okay, nicht richtiges Full HD, ich gebe es zu, ist noch 1080i statt P. Ich sollte mich mehr auf den Kampf konzentrieren, als hier über die Auflösung zu quatschen. Aber der Unterschied zwischen I und P merkt ihr hier sowieso nicht groß, also ich sehe ihn zumindest nicht. Ich auch, ja, gut, teilweise. Es ist halt einfach so, dass bei I die Bilder nicht ganz so schnell geladen werden wie bei P, soll heißen nur das halbe Bild wird jeweils nachgeladen, bei P wird jeweils das ganze Bild beim geladen. Und, kommst du, Ginyu? Nicht? Von mir aus. Ich will einen Ki-Blast ausführen. Der blockt natürlich ab. Egal. Sag trotzdem für Galligan. Ginyu ist der Arsch. Kann ich vielleicht abwehren? Nee. König da ist nicht. Oh, und zerfetzt. Tja, Goku, jetzt musst du leider in Ginyus Körper bleiben. Schon zu spät, der ist... Ah ne, er lebt noch. Vegeta denkt gar nicht dran. Nein, Ginyu will tauschen. Dann beeil dich mal, Alter. Er hat's geschafft, Leute. Goku ist in seinem eigenen Körper. Unser Körper ist ziemlich ramponiert. Danke, Vegeta. Du bist so assi, hey. Das glaubt mir keine Sau. Und Sieger, Verlierer. Ja, und wo sind jetzt Gohan und Krillin? Die stehen ja gar nicht mehr. Mann! Vegeta, heimst du mal den ganzen Ruhm für dich selbst ein. Ego! Egal. Was interessiert uns das? Der erste Charakter, Ginyu, Goku. Ist das ein neuer Charakter, den wir in der Liste haben? Nicht übel. Goku kehrt in seinen Körper zurück, der jedoch so viel Schaden genommen hat, dass er sich kaum bewegen kann. Danke, Vegeta! Um zu verhindern, dass Ginyu einen Körpertausch mit Vegeta vornimmt, hat Goku die Idee, einen Frosch zwischen die beiden zu werfen. Ja, geistreiche Idee war, aber klappt! Was ist das hier dran? Der Plan geht auf und Ginyu wird zu einem Frosch. Quack, quack. Ja. Vegeta bestimmt, dass die Hilfe von Goku und den anderen benötigt wird, um gegen Freezer zu kämpfen. Er beginnt mit Gokus Behandlung in einer alten medizinischen Maschine und gibt Krillin und Gohan Kampfanzüge. Oh ja, jetzt werden sie richtig aufgemotzt, richtig zu Militärfreaks erzogen, umstrukturiert, wer auch immer. Krillin fliegt allein zum Oberältesten, um die Worte zu lernen, mit denen man Shenlong beschwören kann. Menschensgüte, ich kann richtig übersetzen. Das heißt Polunga und nicht Shenlong. Oh, Polunga. Wenn es das Japanische steht. Zu welcher Zeit bricht Dende auf, um sich mit Krillin und Gohan zu treffen und ihnen die namekianischen Worte beizubringen, um den Drachen zu beschwören. Ich merke gerade, dann völligen Mist erzählt. Polunga. Das sagt doch kein Japaner, die können ja gar kein R aussprechen. Die sagen immer Polunga. Egal. Die Geschichte ist soweit beendet. Hier noch einige Szenen aus dem Anime. Ich sehe gerade im Full HD. Im Style von
fast alles weiter übertrieben. Ja doch. Bleiben wir doch in der Auflösung von Dragon Ball Kai oder Dragon Ball Sekai, wie es in Amerika heißt. So auch immer. Oh, Freezer ist Zauber. Schön, dass er sich ein bisschen verspätet als andere Zügel. Okay, ich habe mich geirrt. Das ist der größte Ego auf der Welt, nicht Vegeta. Jetzt sag mal bitte nicht, dass ich vor Freezer weglaufen muss, weil das wäre jetzt echt beschissen. Wegfliegen. Wegfliegen, nein! Ich spiele sogar Freezer, muss das denn sein? Leute, ich bin mir verarscht. Schaut mal Freezer an, der ist pink! Kann es noch schlimmer sein, hey, ein... Cool, Tag, Nacht. Ich weiß natürlich, wieso das so ist, aber Freezer, der mit seinem Erbsenhirn, das müsst ihr mal einsehen, Freunde. Wir spielen hier einen, ich sage jetzt mal, pinken, gehörte Emu-Schwuchtel mit Schwanzansatz und ach du meine Fresse, wobei der schwarze eher so ein Schlauch, oder? Das ist ein Staubsaugerschlauch. Ja, fällt's dir auf, Alter? Du bist ein Blitzmerker, hey. Hä? Was jetzt schon? Kampf? Hä? Probier noch. Sag bitte nicht, dass es schon lang ist und trägt den Spiel in den Arsch. Na bitte schön, das ist Palunga. Wow, ist aber ganz schön grün, wa? Das war alles? Das war eine billige Cutscene. Und nachdem sie sich auf den Weg getroffen haben, bringen Dende, Krillin und Gohan die Dragon Balls heimlich fort, damit Vegeta nichts vermerkt. Das könnte übel enden. Dann rufen die den Namek Shenlong Polunga herbei. Ja, stimmt. Polunga, egal. Krillin und die anderen sind erfreut zu hören, dass ihnen 3 Wünsche erfüllt werden. Doch ihre Freude wird getrübt, als erfahren, dass sie anders als beim Shenlong auf der Erde nur eine Person pro Wunsch zurückbringen können. Herber Schlag, wa? Zu dieser Zeit spricht Piccolo über Meister Kaio zu ihnen und sagt, dass auch Gott zurückgebracht wird, wenn sie ihn zurückwünschen. Und dass sie dann die Dragon Balls der Erde nutzen können, um alle anderen auf einmal zurückzubringen. Sie sollen sich außerdem wünschen, dass Piccolo nach Namek teleportiert wird. Oh ja, Piccolo will sich persönlich um Freezer kümmern. Wenn er sich da nicht übernimmt. Krillin und die anderen sprechen die 2 Wünsche von Piccolo vor Polunga aus. Piccolo und Gott werden wieder zum Leben erweckt und die Dragon Balls der Erde wiederhergestellt. Geil, Mann. Piccolo verspürt ein wenig Nostalgie, als er nach Namek teleportiert wird. Er fliegt los, als ein schreckliches, riesiges Ki in der Ferne und 3 weitere in der Nähe spürt. Hat er gesagt, Alter, es ist einfach irre. Der ist einfach nur Größenwahnsinn. Er ist gerade mal zurück von den Toten, will sich jetzt schon mit Freezer anlegen. Gar keine Chance. Auf seinem Weg zu Gohan und den anderen trifft er auf Nail, einen amerikanischen Kämpfer, genau wie Piccolo einer ist. Nail ist aus einem Kampf mit Freezer dem Tode nahe und schlägt vor, dass er mit Piccolo fusionieren kann. Piccolo nimmt den Vorschlag an und erhält überlegene Stärke. Schnell begibt er sich zu Gohan und den anderen. Also wenn man so will, die erste Fusion im Spiel, hätte ich gesagt. In der Serie natürlich. Ja, generell in der Serie eigentlich die erste Fusion, die man so mitbekommt. Nur noch ein Wunsch bleibt übrig. Tja, und für wen ist der wohl? Eine gute Frage. Okay, ne. Der bindet sich gerade mit Piccolo, beziehungsweise fusioniert mit ihm und draußen steht Nail-Colo. Nee. Piccolo ist ja keine Nagelkolorierung. Einfach der neue Piccolo, sagen wir mal so. Kapsel abschießen. Das stärkt die Fingerfähigkeit. Was ist denn jetzt los? Oh, Vegeta ist gerade aufgewacht und ziemlich sauer, da der Himmel dunkel ist. Bingo. Ja, offenbar doch. Hey Leute, das war eine direkte Morddrohung. Ich glaub's nicht. Und der Part ist auch zu Ende. Aber wisst ihr was? Ich bin auch noch etwas schuldig, weil ich schon lange keinen Dragon Ball Z mehr hochgeladen und vor allem gedreht mehr habe. Deshalb mache ich jetzt
hier noch ein bisschen weiter, vorausgesetzt, ich finde gerade einen Weg, wo die sind. Hä? Wo sind die? Okay, R1 wäre vielleicht auch noch was. Hallo? Suchen. Nix, oder seht ihr was? Eine heitere Suche wäre nicht. Sag mal bitte nicht, dass ich eine Nadel im Heuhaufen suche. Oh, gütiger Gott. Okay, jetzt setze ich mal die Suche im Aura-Modus fort. Aura-Modus hat etwas. Sprint-Modus. Ja. Normalerweise kein Dragon Radar und die hier Wahnsinn passiert. Ja, das will sie nicht sehen. Leute, ich finde die nicht! Verdammt nochmal, Klingon, wo seid ihr? Okay, hier ist der Oberälteste. Wow! Was habe ich noch reingescheppert? Ich gehe einfach mal ein bisschen Ruhe und hoffe, ich finde bald mal was, weil mir langsam alles zum Erzählen ausgeht. Das ist gar nicht gut. Jetzt bin ich wieder hier, ganz toll. Ja, verarschen oder was? Kann jetzt sein, dass das Spiel gerade abgestürzt ist? Nee, oder? Ja, da vorne! Das ist jetzt erst. Oh Mann, Kampf beginnen! Aber Logo. Jetzt müsste der Kampf zwischen Freezer und Vegeta folgen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Vegeta in der kurzen Zeit ein riesiges Power-Up hat, denn Freezer hat einen Kampf von 530.000. Und Freezer hat gefunden. So Lichtsäule. Okay. Und eine Cutscene. Sie sind zum Stein geworden. What's wrong? What happened to the dragon and why is the sky back to Das haben mich normal? allerdings auch. Why have the Dragon Balls turned to stone? Oh nein. Guru has died. Der Oberälteste ist seinem Alter erlegen. The great Guru who is one with the Dragon Balls is no longer with us. What? What did you just say, punk? And just how am I supposed to achieve immortality now? I don't know. Darn you all! If you miserable worms hadn't interfered, this never would have happened. Vegetas Teilnahme ist wieder mal überwältigend, wa? All of you! Dieser alte Egoist. Und zu Recht erstarrt er. Denn da oben ist kein geringerer als... Well, you've really done it now, haven't you? Once again, my dreams for immortality have been crushed upon the shores of your incompetence. Tell me, you worthless pieces of trash, are you ready to face the consequences? Gütiger Gott, steh ihnen bei. Jetzt wird's übel. Ich müsste gegen einen Kampfkraft von 530.000 Still to antreten. think, Vegeta, you are on the cusp of having your wish granted. How tragic, although it is much more tragic for me. Never before have I been made a fool of by such contemptible low-life trash. This is a most unforeseen result, but it is no matter. Because you'll pay! You foolish insects are going to perish! I will make sure of that! Don't bother trying to escape! You're going to die! Okay, jetzt habe ich Angst. Goku, wo bist du?